Grüß euch. Wo haben sie den Enk auslassen? Haben sie ihn wieder mit dem Bus hergefahren? Wir haben vorher schon festgestellt, dass das politische Level bei euch sehr hoch ist, also mit dieser Eierdebatte, das war schon beeindruckend. Trotzdem gibt es vielleicht auch bei euch jetzt den einen oder anderen, der glaubt, dass die Idee des Lauschangriffs eine Erfindung der Politiker unserer Tage ist. Stimmt nicht. Wir haben nämlich bei Josef Wolfgang von Goethe ein Gedicht gefunden über den Lauschangriff. Das datiert das Ganze ein bisschen zurück. Ich kann euch das Gedicht sogar aufsagen. Schmeckt's? Für Sie. Über allen Gipfeln ist Ruh, von diesen Zipfeln spürest du kaum einen Hauch. Diese Vögel lauschen im Walde, warte nur balde, lauscht's bei dir auch. Deutschland wird jetzt vogelfrei, der Lauschangriff geht übers Land, die Polizei nimmt alles in die Hand. Verwandt wird jetzt das ganze Land. Ein Ohrwaschel an jeder Wand, was ist jetzt bloß aus Deutschland geworden? Ein Riesenarsch mit Riesenohren. Der Kanzler meint, der kam und dann Früh bis an die Mafia ran, doch diesen Schmarrn, den brauchst du nicht glauben, weil's Mafia ja selber sind. Ein großer Lauschangriff ist schwer, Und nimmt das Personal, was hier die ABM-Maßnahme lobt, wo mancher Stasi Scheiße hat. und uns haben's auch Wahnsinn gesetzt, Weil unser Gesang die Leid verhitzt, uns Juden die Kultur zersetzt, drum haben's uns jetzt der Wahnsinn gesetzt. doch hintermann die Wanzen. Die fängt bei uns zum Tanzen und Wahnsinn jetzt hat Jodel's gar. Das Protokoll ist unbrauchbar.